einen langstreckigen Prototyp des Typs T140 mit 6 Liter V12 Motor. Damit hätte man in Le Mans Erdlinge gegen Ferrari, Ford, Chaparral und Porsche um den Gesamtsieg gekämpft. Aber im Juni 1967 beschloss die FIA ganz unerwartet, den Hubraum der Prototypen auf 3 Liter zu beschränken. Bei Abarth waren zu ihrem Zeitpunkt bereits 3 12-Zylinder-Aggregate bereitgestellt. Die Prüfstandversuche liefen, aber das Hubraumlimit machte die attraktiven Maschinen über Nacht fertig. Carlo Abarth galt als strenger Mann mit gutem Herz. Manchmal konnte er seine Mitarbeiter etwas forsch behandeln. Er war stets perfekt gekleidet, mit kleinem Handschuhkleid in der Brusttasche, ebenso fuhr er ständig mit eleganten Lederhandschuhen. Sein Hemd sollte er zweimal täglich wechseln. Er war 3-mal verheiratet, 1934 ehelte er die Sekretärin von Dr. Anton Piech, den Gatten von Frau Louise Piech, das war die Tochter von Professor Ferdinand Porsche. Das waren die Eltern des heute wohlbekannten Ferenc Piech. Während des Krieges lebte Carlo Abarth in Ljubljana, wo er die Slowenin Nadina Zerjado heiratete. Seine dritte Frau war die auch heute in Abarth-Liebhaberkreisen bekannte Frau Anneliese, die ein Buch über ihren Gatten geschrieben hat. Am 3. Juli 1971, nach 22 Jahren, verkaufte Carlo Abarth seine Firma, den Koloss Fiat. Bei Abarth wurden nun seit Jahren die Modelle von Fiat und Lancia für die erfolgreichen Einsätze bei Rallyes aufgebaut und gewartet. Während einigen Jahren stand Carlo Abarth noch als Berater zur Verfügung. Er starb dann am 24. Oktober 1978 im Alter von 70 Jahren. Auf seinem Ableben stand somit im Zeichen des Skorpions. Aber die Marke ist wieder zu frischem Leben erweckt worden. Fiat hat 2007 die Abarth neu lanciert. Die Abarth-Flitzer der modernen Zeit heißen Abarth 500 und Abarth 100, die hier ausgestellt sind. Und nun, meine Damen und Herren, zeigen wir Ihnen noch einige Bilder aus der Abarth-Geschichte. Hier das berühmte Abarth-Signet, der Skorpion, ich habe Ihnen bereits erklärt, er wurde im Zeichen des Skorpions geboren. Falsche Richtung. Das ist Carlo Abarth, wie ich schon gesagt habe, immer elegant gekleidet, mit dem Büchlein, mit der Brusttasche. Die Firma gründete er 1949. 1971 wurde sie an Fiat verkauft. In jungen Jahren hat er sich an Motorradrennen beteiligt. Er spezialisierte sich später auf Seitenwagenrennen und hat sogar einen eigenen Neigeseitenwagen patentiert, Neigeseitenwagen, also eine Seitenwagenkombination, bei der sich das Motorrad zur Seite leicht neigen konnte. Hier sehen wir ihn nach einer siegreichen Fahrt 1935. Mr. Technik steht Bergrennen Hüdesal in Castello Neuchâtel 1950. Der Italiener Duverdi auf einem Cisitalia 204 der Squadra Abarth ist hier am Start. Das war also einer dieser wenigen Sportwagen, die Abarth von Cisitalia übernommen hat. Hier dieses wunderhübsche Auto haben wir in Natura. Der Abarth, Fiat Abarth 750 mit Zagato Karosserie am Sol, Turin 1956.
Wie ich schon gesagt habe, in den ersten Jahren hat sich aber vor allem auf die Produktion von leistungsstärkeren Vergaseranlagen oder von noch besseren Auspuffanlagen spezialisiert. Das ist hier ein Beispiel. Und zwar für große Modelle, nicht nur von Fiat, auch für Alfa Romeo, für Renault, PKW und so weiter. Ein typischer Fiat 600 Abarth in der Version Abarth, die mit 750 oder 850 Kubikzentimeter und später mit 1000 Kubikzentimeter Motoren versehen worden sind. Abarth hat zahlreiche Rekorde aufgestellt, etwa 130 an der Zahl, immer auf der Monza-Bahn, wo sie also Tage und Nächte lang immer herumgefahren sind. Manchmal der längste Rekord ging über 18.000 Kilometer, also etwa 8 oder 9 Tage. Hier ist gerade ein Boxenstopp fällig. Die Fahrer mussten immer fahren, bis der Tank leer war. Das konnte bei einigen Modellen bis zu 4 Stunden dauern. Und wie ich schon gesagt habe, es waren solche Nachfragen. Das Problem mit dem Schlaf, dass Eintönige immer nur Volk hat, denn auf dieser Monza-Bahn, das ist ja das überhöhte Oval, wo wir genau bis waren, einmal mit 280. Diese Steinwand fahren konnte mit den Abarth, sondern man einfach immer volle Kohle fahren. Hier ist gerade mein ehemaliger Kollege Paul Frère am Steuer. Carlo Abarth ist der zweite von links mit dem rechten Rücken und der Wagen wird abgefertigt durch Flugschleifer gefahren. Ein ganz nettes Fahrzeug. Stellt euch vor, da ist die Mechanik des Fiat 500 unter diesem Stromlinienfahrzeug. Und dieses Auto erreichte natürlich mit der frisierten Fiat 500 Motor und mit dieser Stromlinienkarosserie eine Spitze von 178 Stundenkilometer. Das war die Fahrer, die damals, einige Kollegen haben sich auch gesagt, es war schon ein bisschen kritisch gewesen, mit diesem kleinen Auto so schnell zu fahren. Hier das Abarth-Werk an Corso Marche in Turin und später, wie ich schon gesagt habe, wurde es in die Abteilung von Fiat und die Lancia Rallye-Fahrzeuge für den Einsatz vorbereitet worden. Hier haben Sie einen Fiat 500 Abarth, der ist vom 13. bis am 20. Februar 58 ununterbrochen rundherum gefahren. Total waren es 168 Stunden oder 18.000 Kilometer. Und diese Riesendistanz legte diesen Gartenzwerg, kann man sagen, mit 180,2 Stundenkilometer zurück, also inklusive Tankstopps und so weiter. Übrigens, diese Fiat 500 Abarth aus der damaligen Zeit, die werden heute zu relativ hohen Preisen gehandelt. Man spricht von bis zu 50.000 Franken. Das Einschlafen war immer das Problem bei dieser Rekordfahrer. Und wie Sie sehen, hier wurde eine dieser wunderschönen von Pininfarina, also mit viel Gefühl und Kunst Vermögen eingekleidet hat, wurde mit ihren Kartonschachteln zusammengefallen. Aber zum Glück ist der Fahrer nur leicht verletzt worden. Es hat auch einen Porsche Carrera Abarth gegeben, die kamen 1959 in diese Serie an. Also Porsche hat gedacht, unseren Autos, den Carrera, das war der Porsche mit dem doppelten obenliegenden Nockenwellen, also das stärkere Modell. Jetzt müssen wir dem noch eine aerodynamische, attraktive Karosserie verpassen. Und wir lassen die bei Abarth herstellen. Okay, man hat einen Vertrag gemacht und da wurden 21 Stück dieses Porsche Carrera Abarth gebaut, die dann praktisch immer nur bei Rennen eingesetzt wurden. Aber also einige, die ersten Porsche Abarth hergestellt waren, hat ein Porsche gesagt, zu einem jungen Ingenieur, der Klaus Steinmetz, hat man gesagt, Herr Steinmetz, gehen Sie mal nach Turin und schauen Sie nach, wie die da arbeiten, wie die diese Karosserien herstellen. Und Steinmetz, ein zapfiger Deutscher, ist
hingegangen und geschaut, das ist nicht gut und da ist der Abstand.